Hallo und willkommen zurück bei SimCity, Städte der Zukunft. Wie ich habe in der letzten Folge gesagt, vielleicht können wir einen Megaturm bauen. Ob das so sicher ist, weiß ich nicht. Der ist erstmal ziemlich teuer, er kostet viel. Aber die Bevölkerung steigt. Es gibt mehr Arbeiter und mehr Käufer. Komm, wir versuchen es jetzt einfach mal. Alter, ist der riesig, aber er hat Platz. So. Und was mich jetzt macht, jetzt mache ich mehr Plus als vorhin. Okay. Und der Blinky, der wächst jetzt schon, oder wie? Oder wird das der erst gebaut? Wählen Sie eine beliebige Etage aus, um weitere Informationen zu erhalten. Etage auswählen. Megaturm Marktetage? Packen Sie einen ganz Megaturm voller Sims. Ah, das ist Marktetage und das ist Pyroetage. Okay. Und die Einwohnerzahl sollte dann auch steigen. Wir haben eigentlich ziemlich wenig Einwohner. So, jetzt ist er fertig. Eine Etage. Was können wir hier machen? Neue Etage hinzufügen. Aha. Hier haben wir jetzt Appartementetage. Noch eine. Marktetage. Noch eine Büroetage. Wir haben für den Service haben wir eine Bildungsetage. Sozusagen eine Stadt in einem Hochhaus. Und eine Parketage, auch ganz geil. Und gibt es noch die Dachetagen, aber die sind nicht genehmigt, ist ja klar. Jetzt haben wir eigentlich noch eine Appartementetage drin. Und zwar diese hier. Das heißt, es bräuchte noch eine Marktetage. Können wir auch mal draufsetzen. Baubeginn. Geht denn das lange? Bauen wir diese mal. So nicht. Die Leute freut's. Oh, die haben Spaß an der Industrialisierung. Ah, hier sehen wir jetzt, grün ist ja wie immer schon vorhin die Bevölkerung. Gelb ist gelb ist aber Industrie eigentlich, Aber ist die Marktetage. Dachte ich, die müsste doch eigentlich blau sein. Wieso gibt's denn die hier nur einzeln? Setzt man die daneben oder hoch darauf? Die sieht zwar eigentlich genau gleich aus wie die vorhin. Vielleicht kann man jetzt auch... Ah, das ist glaube ich schon unten. Vielleicht kann man jetzt einfach anders anfangen. Jetzt macht sie im Moment Minus. Zeige Gesamteinnahmen sind ja Plus. Und jetzt gibt es hier noch die Büroetage. Stellt Arbeitsplätze zur Verfügung, um die Arbeiter bei Laune zu halten. Die Sims können damit Geld verdienen und ihre Miete bezahlen. Sorgen Sie dafür, dass die Büroetage voller Arbeiter sind und durch großzügige Profitteiligung Gewinne zu erzielen. Ja, kann ich auch noch versuchen. Ich nehme an, das ist das gehört alles in den Turm rein. Jetzt ist denn das Einkommen mehr als die Ausgaben. Oder vielleicht, da sieht man hier unten rechts übrigens. Vielleicht, die Ausgaben sind im Moment noch mehr als die Einnahmen. Darum Profit minus 280, das war vorhin mehr. Jetzt haben wir Minus gemacht. Aber wir machen hier unten immer noch sehr gut 11.000 plus, also das wundert mich ja schon. Was braucht sie? Die Akademie in der Region, aha. Und erforschen sie Skybridge, das heißt, wir müssen auch mal noch mit in der... Genau das meine ich, habe ich letzte Folge gesagt. Diese Scheißfabriken, wenn sie explodieren, kriegt man fast einen Herzstillstand, ey. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, Richtung Akademie müssen wir auch mal noch gehen. Wann ist die Genehmigung? Und halten Sie 5 Wohngebäude der oberen Einkommensschicht. Ja, das ist noch nicht die obere Einkommensschicht, aber eigentlich sind sie ja nahe dran. Also wäre es ja, wieso geht dann nicht die obere Einkommensschicht? Was ist mit dem Megaturm? Was? Eine Marktetage der unteren Einkommensschicht verfügt nicht über die ausreichenden Käufer, um Gewinne zu sehen. Fügen Sie eine Appartementetage zu. Ah ja, dann machen wir halt noch eine Appartementetage. Wieso nicht?
Das muss ja dann riesig werden. Also wir machen immer noch Minus, leider. Ich dachte, es hat schon da hier unten nicht so eine Appartementetage. 1200 Bewohner sind da drin. Ah, das kommt irgendwann schon in den grünen Bereiche. Da bin ich optimistisch. Bis jetzt. Ja, passt schon. So. Das heißt, jetzt hat es auch mehr Leute, die dann hier einkaufen gehen. Oder sie gehen sollten. Und um hier das Ganze noch zu erhöhen, müssen die Grundstückspreise erhöht werden. Was ist denn jetzt schon wieder? Ja, jetzt sollte es dann mehr Käufer erhalten. Soll ich vielleicht doch noch die Schule machen hier? Wo haben sie denn? Wo haben sie? Hier, die zweite Schule vielleicht. Das nächste wäre das Gymnasium. Damit hier die Häuser ein bisschen größer werden. Vielleicht. Ist ja das der Erfolg. Das Rezept. Mache ich doch einfach mal. Sieht zwar nicht aus. Okay, die Dichte könnte eventuell erhöht werden hier. Aber die Grundstückpreise sind noch relativ niedrig. Wie sieht es eigentlich aus mit der Schule? Ja, voll ist sie nicht. Also sehe ich jetzt nicht, da nicht alle in der Schule sind. Oh. Wie sieht es mit dem aus? Immer noch mehr Ausgaben als Einnahmen. Aber wir haben jetzt hier Nachfrage nach... das ist eigentlich krass. Innerhalb von diesem Haus gibt es hier diese Nachfrage. Oh. Sogar der hohen Einkommensschicht, die haben wir noch nicht. Die gibt es ja nicht mal hier. Ist die Dachetage? Vielleicht. Hier gibt es ja noch eine Bildungsetage. Aber das kostet Geld. Ich nehme an, diese bringen Geld und diese kosten Geld. Jetzt haben wir Profit hier. Sehen wir jetzt schon. Wir haben Profit. Das ist schon mal okay. Super. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes soll machen, aber ich finde es so spannend, ehrlich. Wow. Ist noch interessant hier. Gut, wie sieht es eigentlich mit dem hier aus? Die sollten wir auch mal irgendwann upgraden. Weil wir wollen hier ein bisschen fortschrittlich werden. Ein bisschen das Zeugs weiter entwickeln. Und hier wäre es wirklich toll, wenn die Häuser... Was? Wieso nimmt es jetzt sogar ab, die Dichte? Ich weiß nicht. Aber jetzt zur Schule gehen jetzt alle, wie es aussieht. Kann ich ja auch schauen. Oh, joi. Ich glaube, ich mache hier, wenn es teuer ist. Irgendwie bekomme ich extrem viel Geld hier. Mache ich hier in der Service eine Bildungsetage. So. Und jetzt gehe ich mal hier. Wo mache ich denn so viel Plus? Hier, Omega. Bringt mir extrem viel ein. Wow. Kann ich denn hier bei Omega den Assistent anfordern? Nee, kann ich nicht. Okay, was leuchten die ja schon wieder? Eisen. Was? Wie viel? Ich weiß. Oh, etwas rot. Der Müll muss unbedingt umgehend mehr entsorgt werden. Verdammt. Gar nicht gut. So. Hier die Straße noch ein bisschen fortführen. Was ist denn hier los? Und hoppala. Oh, Wasser. Ja, Wasser kommt auch gleich. Wo ist die Wasser? Wo ist Wasser? Wo ist eigentlich das Wasserteil? Wo ist eigentlich unsere Wasserversorgung? Kann mir das mal jemand sagen? Hä? Ah, hier ist er ja. Oh, extrem nahe am Industriegebiet war ich denn hier. Habe ich geschlafen, als ich das gemacht habe? Alter Finne. Wir haben nicht so viel Wasser hier. Fällt mir auf. Und es ist nichts in der Region verfügbar. Verdammt.
Das heißt, ich muss mal irgendwie eine Stadt errichten in der Nähe, wo ich Überschusswasser habe, damit ich die da dann einkaufen kann, weil im Moment, wie es aussieht, gibt es nicht wirklich viel Wasser in dieser Region. Es gibt extrem wenig. Genau da, wo es Wasser gibt, habe ich natürlich das Wasser verseucht. Ich bin ja schlau. Ich bin sowas von schlau. Eieiei. Hier ist das Wasser natürlich schon verträgt, ganz bestimmt. Ich bin so ein Holz. Ich habe mir das lieber gesagt. Ich bin so dämlich. Jetzt wage ich es nicht mehr, da unten Wasser hinzumachen. Was? Wir brauchen Wasser. Ach ja. Ja, kommt ja. Das Wasser kommt ja schon. So, jetzt kommt's. Gut, alles läuft wieder. Tipptopp. Wie sieht's mit dem Turm aus? Macht er denn Profit? Er macht Profit. Nicht so viel, aber immerhin. Service. Haben wir hier noch eine Parketage. Die kostet eigentlich nur eine Menge. Stellen Sie Ihr Bewohner durch eine Parketage zufrieden. Die Frieden der Käufer steigt, wenn Sie eine Parketage besuchen. Selbst wenn Sie Kleingeld haben. Parketagen sorgen zudem dafür, dass die Kinder nicht auf die Straße rumgehen. Erhöht die Grundstückpreise für Mitteleinkommensschicht. Was ist, wenn wir hier noch so eine machen? Eine... Wie hoch kann so ein Turm noch werden? 1, 2, 3 Etagen. Ich habe nur noch 3 Etagen. Am Anfang dachte ich, ach du Scheiße, wie hoch geht denn das? Aber jetzt... ja. Arbeitsplätze, Einkaufsmöglichkeit und andere Scheiß. Wann wird das genehmigt? Megaturm auf maximaler Höhe. Ah, dann gibt es sogar noch Energie. 200 Megawatt sind Spitzenzeiten. Ah, ich muss unbedingt die Spitze erreichen. Viel. Meine mittlere Einkommensschicht haben wir noch nicht. Darum würde ich mal sagen, wir machen immer eine mittlere Einkommensschicht. Und dann machen wir auch eine Marktetage für mittlere Einkommensschicht. Und dann eine Büroetage und dann haben wir doch eine Dachdingens. Ja, zwar, nee. Ich weiß nicht. So, jetzt mal mit dem Bau fertig werden. Los. Wie lange haben die denn? Naja, wie sieht das eigentlich aus mit diesem riesen Turm da? Futuristisch. Alles klar. Gut, jetzt gehen wir da drauf. Wieso ist jetzt das Ganze so nach hinten losgegangen? Uiuiui, ich brauche unbedingt noch eine Marktetage. Ich muss das Geld wieder einnehmen. Ein Upgrade! Habe ich eigentlich auch irgendwas Neues? Nö. Also in der Region ist, wie man sieht, schon alles verfügbar. Darum, ich muss hier gar nichts bauen. Und wisst ihr was? Die hier schalte ich jetzt erstmal aus. Vielleicht später reize ich sie sogar ab. Denn wir machen ja keinen Gewinn mit der Eisen. Jetzt machen wir wieder 3000 plus. Und der Turm, der wird größer und größer. Und wir haben hier wieder zu viel Verbrechen. Verdammt. Zu viel Verbrechen, zu viel Verbrechen, zu viel Verbrechen. Zu viel Verbrechen. So. Da auch irgendwo. Nicht genug Omega. Hoppala. Jetzt war noch irgendwo ein verlassenes Gebäude. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist es? Ja, wo ist es denn? Ach, da ist es ja. So, verflixt, ich hasse es, wenn es die großen Gebäude sind, die man abreißen muss. So, wie viele Etagen kann ich noch bauen?
noch eine Etage. Und dann noch die Dachetage. Jetzt haben wir hier ja eben eine Parketage, die erhöht die Grundstückpreise für mittlere Einkommensschicht. Da haben wir die doch. Woher kommt das Plus jetzt gerade? Aber nicht vom Megaturm, der macht jetzt Minus. Das kommt von dem Mega-Co selber. Und die untere Einkommensschicht bringt zurzeit am meisten. Ich hätte ja lieber noch ein bisschen mehr in der höheren Einkommensschicht hier. Industrie. Falsch. Wo sehe ich die obere Einkommensschicht? Weiß nicht. Hier machen wir minus 40 im Monat. Das ist noch schwierig unter Kontrolle zu halten, da die Einkäufe. So, jetzt ist das Teil fertig. Und wäre toll, wenn das nachher wieder Profit macht. Und jetzt müsst ihr eigentlich... Die Geld haben wir ja genug. Die Dachgeschosse sind jetzt verfügbar. Wir haben ja einerseits eine Sonnenenergie durch Dachterrasse, Dachetage. Was einsteigen? Erste Generation heißt das. Das zweite Generation. Wahrscheinlich. Dann Tourismusetage. Lockt Besucher in die Stadt. Dann Reklame. Dachte, für was ist denn die? Aha, förderte Büro- und Marktetagen. Und Stufenpark. Zufriedenheit steigern, ohne Geld auszugeben. Ja, also eigentlich gebe ich ja Geld aus, denn es kostet mich ja 800 Millionen in der Stunde. Für was ich mich entscheide... komm, ich mache jetzt schnell... scheiß drauf, jetzt ein bisschen länger. Ich glaube, ich mache den Strom, oder? Oder Tourismus? Schreibt's euch in die Kommentare! Nee, das kann ich nicht machen, denn ich nehme ja jetzt gleich wieder auf. Für was ich mich entscheide, das sehen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat, wie immer. Ich freue mich auf jeden Kommentar übrigens und auf Feedback, denn aus Feedback lernt man, darum schreibt doch mir ein Feedback. Gleich hier unten in den Kommentaren, ja. Das würde mich echt freuen und sonst halt Privatnachrichten, wie immer, ich beantworte auch alles. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei SimCity. Tschüss!